Da ist der Movie Guru. Ich habe gerade Toy Story 5 gesehen, von Disney und Pixar. Ja, 1995 ist als eins ins Kino gekommen, der erste volldigitale Langfilm mit einem, ja, You've Got a Friend in Me, unvergesslich, der Randy Newman, der den Song geschrieben hat und auch interpretiert. Also wir haben auf der einen Seite den volldigitalen Film, unter anderem die doch sehr menschliche Stimme von Randy Newman. Und das hat einen super Mix gegeben, auch die ganze Emotionalität, Spielzeuge, die nur leben, wenn man es nicht sieht, wenn es Menschen nicht sehen. Und es hat dann 4 Fortsetzungen gegeben. Also, und die neueste, eben der 5. Teil, der spielt jetzt im Kino. Also, es ist doch über 30 Jahre her. Und es ist schon schön, wie man es altert, wenn man immer wieder Freunde sieht, wo man, ja, mal kennengelernt hat 1995 und immer wieder, alle paar Jahre wieder mal sieht. Der Woody, natürlich, der Buzz Lightyear und. Alle anderen Figuren, die da dazugekommen sind. Der Mr. Potato Head, wo ja der Originalsprecher gestorben ist mittlerweile. Also es hat immer wieder neue Ideen gehabt, die das Universum von Toy Story weitergetrieben haben. Und das Schöne ist eben, und das ist auch die Stärke von dieser Filmserie, dass es immer letztlich um menschliche Gefühle geht. Ja, das ist manchmal auf die Spitze getrieben worden, wird es auch das mal, gerade am Anfang und am Schluss, da kommen dann wirklich fast Tränen. Aber zwischendurch hebt sich der Film, es gibt auch Action. Das Mal ist vor allem die tolle Idee, dass es um Technik geht, die im Kinderzimmer Einzug gehalten hat. Spielzeuge sind ausser Mode geraten. Natürlich durch Games, aber natürlich auch durch iPads, die natürlich, halt einfach viel attraktiver sind. Zum Teil, auch wenn es von der Haptik natürlich etwas ganz anderes ist, als eine Puppe in der Hand zu haben. Aber, da, in diesem Fall ist es ein iPad namens Lilypad. Und das ist so ein Spielcomputer, wo man natürlich spielen kann. Und es ist klar, die alten Toys müssen dafür sorgen, dass sie nicht ausser Mode geraten, dass sie wieder gebraucht werden, dass sie neue Freunde finden. Und genau das macht dann auch den Reiz von dem 5. Teil aus. Ja, er hat Ermüdungserscheinungen, klar, vor allem im Mittelteil, finde ich, hängt der Film ein bisschen durch. Aber er ist immer noch genug gut, mit vielen neuen Elementen. Und gerade eben die Tech-Konkurrenz sorgt für ganz neue Ansichten. Und ist also wirklich eigentlich eine geniale Idee, dass man jetzt einen 5. Teil nachgeschoben hat. Der ist ja auch sehr erfolgreich. Und der Andrew Stanton hat schon jetzt gesagt, also der Regisseur und Drehbuchautor, dass er aber gerne an einem 6. Teil interessiert ist. Dass Toy Story nicht immer funktioniert, hat man an Lightyear gesehen. Lightyear ist gefloppt an der Kinokasse, ist ein Spin-off gewesen, der allerdings dann nicht funktioniert hat. Toy Story ist auf Kurs und der 5. Teil wird aber gerne einen 6. Teil nach sich ziehen. Der Film ist sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht, sehr aufwendig gemacht, hat, glaube ich, gigantische Summen gekostet. Aber es ist wirklich Pixar Animation, also technisch ist es eine Wucht, wie immer. Aber auch inhaltlich und gefühlstechnisch wirklich cooles, gutes Animationskino mit einem schönen Nostalgiefaktor. Also wer da mit dieser Filmserie alt geworden ist oder älter geworden ist, der kann sich freuen. Es ist wirklich ein schönes Bad in neuen, aber auch alten Gefühlen. Offenbar ist auch Taylor Swift ein riesiger Toy Story-Fan. Sie hat nämlich extra zum neuen Film auch einen neuen Song geschrieben. Also, sicher eine Empfehlung und auf den Teil 6.